Now. Hallo, Haberderi und herzlich willkommen zu einer nackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heutiges Thema sind ganz einfach Worte, die wir im Bayerischen teilweise noch alltäglich benutzen, die eigentlich aber gar nicht aus der deutschen Sprache stammen, sondern eher aus anderen Ländern auf Deutschland so reingekommen sind, aber trotzdem, wie gesagt, von uns eigentlich im Bayerischen teilweise noch tagtäglich benutzt werden. Und da legen wir eigentlich gleich mal los mit ein paar Wörtern, die aus dem Französischen zu uns gekommen sind. Zuallererst war das einmal das Canapé. Canapé ist einfach ein anderer Begriff für Couch oder Sofa. Wird bei uns auch wirklich nur eigentlich allerweil so genutzt. Wenn man jetzt eine grosse Hut Leute zieht und die als, ja, sagen wir mal, ein ziemlicher Sauhaufen ist das, dann sagt man die Bagage. Kommt auch aus dem Französischen, vom Gefolge vom König, das war ja die Bagage. Und das ist halt daher jetzt, wenn das jetzt so ein wenig ein Sauhaufen ist, dann sagt man, Mensch, ist das eine Bagage. Dann, was nicht ganz so oft benutzt wird, ist der Trottoir. Das ist der Gehsteig oder der Gehweg, vis-à-vis. Das heißt so viel wie gegenüber. Aber was man vielleicht auch im Rest von Deutschland öfter mal hört, für jemanden, der aber im Erdgeschoss wohnt, das heißt nicht erster Stock oder kein Erdgeschoss, ebenerdig, sagt man, der wohnt parterre. Und dann haben wir aus dem Französischen noch was, das wirklich auch oft bei uns benutzt wird, und zwar einmal Gendarme. Oftmals wird für die Polizei bei uns nach wie vor bei Gendarmerie Gendarme benutzt. Und auch Merci. Viele Leute sagen nach wie vor Merci als Begriff für Dankeschön, Dankeschön, Danke, Merci. Alles auch, der ein bisschen so aus dem Englischen kommt. Viele von euch werden, gut, warum wird es keiner? Es sei denn, ihr seid Zimmerleute, und zwar Korthosen. Korthosen waren ja lange Zeit einmal nicht als Arbeitshosen, sondern auch so als Freizeithosen ziemlich modern. Die Zeit ist schon ein bisschen länger her. Aber man hat zu diesen Korthosen bei uns Manchesterhosen gesagt. Weil das Ganze halt so ziemlich aus Manchester gekommen ist. Und dann hast du gesagt, Manchesterhosen, Korthosen. Heutzutage haben es eigentlich fast nur noch Zimmerleute an mit ihrer Zunftkleidung. So ist es ein bisschen aus der Mode gekommen, sage ich mal. Und einen Begriff haben wir noch, der kommt aus dem Tschechischen, aus dem Böhmischen, und zwar die Babalatschen. Bei uns sagt man für was jetzt nicht so, das sage ich jetzt dazu. Jemand macht was, das ist jetzt nicht so ganz professionell. Das ist halt eher so, ja, in der Arbeitsausführung schlecht gemacht. Das war jetzt in dem Fall ein Babalatschen. Das kommt aus dem Tschechischen, Babalatschki. Ja, das waren jetzt nicht einige Worte, die aus anderen Sprachen so von uns in den täglichen Sprachgebrauch übernommen worden sind und auch teilweise wirklich heute nur so oft benutzt werden, bei uns nicht. Das waren natürlich bei weitem nicht alle. Wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare, interessiert mich immer narrisch, wenn ich sowas mitkriege. Dann haben wir noch 2, 3 Sachen. Und zwar erstens, am 3. März ist in Bleistein, das heißt Heimspiel für mich, Starkbierfest. Und da werden der Reis und ich so eine Kleinigkeit ein wenig machen, so einmal ich sage mal in der Spielpause von der Musik werden wir mal ein kleiner Gag da mit einbringen. Während der gleichen ist, kommt gern vorbei, schaut es euch an, kommt auf ein Seidel, auf ein Moos, auf eine Maß Starkbier. Und dann habe ich mich noch zu bedanken bei jemandem, und zwar bei dem Team der Bierrutsche. Der ein oder andere, die wir das Video gesehen haben, wir haben von denen Leuten quasi so eine Bierrutsche zugeschickt geschenkt, und haben so das Ganze mal angeschaut und so, und dann ist uns aufgefallen, dass es nur mit 0,33er Flaschen geht. Was jetzt für uns ein bisschen suboptimal war. Dann haben wir gesagt, ja, wir schicken euch natürlich die 05er zu, sobald es gibt. Und jetzt ist letztens ein Backel gekommen und da habe ich nicht schlecht geschaut, weil kommt auf einmal so ein Bierrutsche
mit Design. Schaut euch mal das an. Das da suche ich schon bald, geht mir's aus dem Gürtel. Und 0,5 Flaschen. Saubere Sache. Dankeschön ans Team der Bierutsche, auch verlinkt in der Beschreibung quasi. Vielen Dank. Das noch mal schauen, weil das da irgendwo unterbringt. Und das auch. Gibt's noch was? Ich glaube nicht. Wenn ihr, dann schreibt es in die Kommentare. Schaut auf Instagram vorbei, auf Facebook und auf Snapchat sowieso. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Bayerisch für Anfänger. Servus, habert Ehre und seid freundlich, euer Bavaria Blogger. Servus.